Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be his sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door, and threw himself down into the unknown depths below. Dazu kommt zur Bebannung auf Isaac River. Wir drücken mal Start. Und, als erstes, würde ich gerne mal ein bisschen in... Ja, okay, starten wir einfach mal hier. Ah, genau. Denn die Musik ist mir etwas sehr laut. Das können wir auch ein bisschen leiser machen. Fullscreen auf, brauchen wir jetzt gerade nicht wirklich, dass das mal lieber so wie es ist. Controls, einmal kurz gucken. Keyboard. Ja, das sollten wir eigentlich alles wissen. Space, Generation WE. Map. Tab. Kurz mit Left Shift. Okay, sehr interessant. Und ich denke, die erste Folge werden wir hier so mit Sound spielen. Vielleicht möchte ich bei der nächsten ausweichen. Das ist ja sehr, sehr laut, auch noch auf der leisesten Einstellung. Deswegen werde ich das noch ein bisschen runterdrehen. Oh. So. Und jetzt, wie gesagt, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir legen einmal direkt los. Oh. Ich spiele mal normal für die erste Runde. Und ich bin mega gehypt. Wir haben 19:43 Uhr mittlerweile. Das kam sehr spät raus und ich finde, das sieht super aus. Wir legen mal direkt los. Okay, das ist hier so einer von den Miniserver-Rollen. Ah, die Map ist diesmal da rechts abgebildet. Oh, ist das geiles Gefühl. Oh, bisher noch ganz schön slow, finde ich. Das wird sich wahrscheinlich aber noch steigern. Nein! Warum laufe ich auch voll auf den drauf? So, komm. Mensch, ist das langsam. Oh. Zack, zerstören. Zerstören! Sehr, sehr schön. Ich nehme direkt nach den Herzen, okay. Was ich mich jetzt frage, kann ich das zerstören? Anscheinend nicht. Vielleicht mit einer Bombe. Mach die tot! Alle! Müssen sterben! Boah, ich muss sagen, im Vergleich, ich habe ja eben noch das alte Isaac gespielt. Es ist wirklich sehr ganz schön slowly. Oh, hier ist der Goldraum. Sehr interessant. Oh, eine Spinne, was macht die wohl? She loves you. Ah, jemand, der mir folgt. Sehr schön. Aber hier ist nichts gedroppt. Ich würde mich jetzt gerne fragen, kann man irgendwie springen? Gibt es sicherlich nicht. Options. Ich gehe wirklich nochmal... Okay, kann man gar nicht mehr einstellen. Movement. Nicht, dass ich nachher eine falsche Taste drücke und dann aus Versehen meine Bombe wegwerfe oder so. Das ist nicht ganz so praktisch. Da unten ist der Bossraum. Hier oben ist noch ein Raum, in dem ich noch nicht drin war. Ah, fliegen. Okay. Der ist eine Spinne gesetzt. Zerschießt mir noch die Häubchen? Ei. Aber das ist nicht zum Aufsammeln. Sehr, sehr seltsam. Ich würde gerne mal wissen von euch. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das bei allen so langsam ist oder nur bei mir. Weil ich mache mir welche echt noch Sorgen. Weil ich hatte mal so ein Spiel auf dem Handy. Ich weiß gar nicht schon manchmal, wie es hieß. Nee, genau, ich weiß, dass das auf Flappy wird, genau. Und das lief bei mir einfach so richtig langsam. Und irgendwelche Klassenkameraden von mir meinten so, dass das irgendwie gehackte habe oder so, weil man halt wesentlich mehr Zeit, also ein bisschen mehr Zeit hat zu überlegen. Kann ich das nicht aufsammeln? Seltsam. Da ist ein Steinherz. Feuer löschen, los, Feuer löschen. Okay, da ist der Bossraum, da unten ist ein Shop. Also dann, ich kann hier jetzt nochmal aufdecken. Ich finde das cool, dass man jetzt so eine Map hat. Das macht das wesentlich geschmeidiger. Und dann gehen wir mal hier in den Bossraum. Gemini. Gemini. Los, jetzt zeigen wir ihnen unsere Power. Los, friss unsere Tränen. Alter, braucht ihr auch lange, um sich auszuruhen. Mittlerweile laufen hier schon 2 Spinnen rum. Nein! Oh Gott. Ich muss aufpassen, wenn die schon so langsam fliegen, dass ich da nicht noch reinlaufe. Oh. Nein. Einfach nur, weil ich behindert bin. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Ich denke mal noch heute am 4.11., damit ich eins der Ersten bin. Ich bin richtig geil auf das Spiel, ich glaube nicht lange. Das Spiel kam jetzt ca. 40 Minuten zu spät, weil, keine Ahnung, Steam ein Problem hat, das bei so vielen Leuten gleichzeitig zu laden. Und deswegen, habe ich da wie ein Bilder immer auf Laden gedrückt. Und das hat halt nicht geklappt. Ist okay, perfekt. Lebensupgrade. Also ist es noch von den Items her genauso wie im ersten Teil. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob hier schon Räume sein könnten und ich werde das einfach mal lassen mit so Secret-Räumen.
dieser vielleicht für euch kurzen Pause geht's weiter. Ich muss kurz überlegen, wo ich jetzt hier war. Denn gerade kam einfach mal so meine Eltern rein. So, ja, komm doch, mal kurz. Wir wollen was mit überlegen. Und wir warten auch nicht, wir wollen einfach Sex haben. Aber das stellt ja jetzt nicht groß an. Das Schöne ist, man kann diesen Dingern jedoch relativ leicht ausweichen. Jetzt komm, zack. Geh erst auf den. Nein. Und jetzt kommt zack, zack. Da haben wir alle. Und einen Schlüssel bekommen. Hammer. Mal kurz checken. Das. Da unten ist wieder so ein Dornraum. Okay. Das ist so ein langer. Das sind neue Gegner zum ersten Mal. Da ist eine Bombe drin. Okay. Die legen Spinneneier und alles. Oh nein, aua. Das war höchst unklug. Ich mache als erstes Mal hier das Ei kaputt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nice, die kommen da nicht durch, oder? Los, tötet die alle. Man, der liegt auch immer neue. Ist okay. Jetzt töten wir einmal kurz das Ei. Und jetzt hier das Viech. Zack, nice. Da haben wir eine Pille. Und jetzt aber kurz. iPhone Pilz. Okay. Jetzt ist die Frage, ich will es einfach mal ausprobieren. Ich habe ja mehrere Bomben. Was hier passiert. Okay, es explodiert einfach nur. Man könnte auch mal gucken. Jetzt mach ich die Bahn aus. Ich versuche hier jetzt aufzusprengen. Okay, hier kann man sogar mit Fässern aufsprengen. Sehr interessant. Und die zweite Bombe. Nee, schade. Aber wir haben noch einen Schlüssel. Da fällt mir ein, dann kann ich mal hier in den Goldraum reingehen. Weil wir viel zu wenig Münzen haben. Was haben wir hier? Dry Baby. Da ist noch ein neuer Freund. Wir haben heute unsere freundschaftliche Runde hier. Mensch, sind wir arschlangsam. Ich habe auch noch kein Spacebar-Item, ne? Okay, what the hell? Wie viele Fliegen einfach mal hier sind? Sind das auch Doppelschussfliegen? Die schießen bisher noch nicht. Komm, tötet sie alle. Oh, fuck. Oh, nicht abbekommen. Hammer. Nein. Oh, das ist mein Freund. Du blockst immer mir feindliche Attacken ab. Ist ja nice unterm Herz. Sehr interessant. Bisher. Also ich finde, das Health Rebuff richtig cool aus. Es hat diesen etwas anderen Touch von der Grafik her. Ein bisschen, ja, ich will noch nicht sagen, es fällt mir, aber ich finde es bisher noch ein bisschen eklig, dass es so lange dauert, so zu laufen. Auch ohne Items. Ich meine, wenn ich überlege, dass ich lange hier gerade laufe, einfach nur um so einen großen Raum zu machen. Und dann ist das sowas wie die großen Räume hier sind doch mal richtig episch. Alter. Und guck mal, wie schön die hier gezeichnet sind, oder wie man das auch nennt. Diese Tränen in den Augen sehen so real aus. Ich fühle ganz mit ihnen. Los, bleib doch. Mann, los, zack. So, komm, dann töten wir noch den hier. Die Heulsoße. Zack, 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 alle fliegen tot. Und ein blaues Herz, ein Seelenherz. Okay. Die sehen ja mal richtig geil aus. Ich weiß nicht. Okay, die Dicken können furzen. Und die Dünnen haben gar nichts gemacht. Sehr interessant. Okay, hier ist der Bossraum. Habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Einmal kurz, das ist der Bossraum. Das ist ein Trash-Dingsraum. Hier könnte vielleicht auch noch was sein, aber ich habe keine Bomben mehr. Deswegen gehen wir einfach mal zum Boss. Und das ist Monstro. Oh, das sieht auch geil aus. Boah, ich finde, die Spiele richtig nice. Ich werde hier auch sich einiges an Spiel schon dranhängen. Und vor allen Dingen, was ich eben sagen wollte, wo ich so blöderweise unterbrochen wurde, ist einfach, ich möchte gerne daraus eine Serie machen, auf YouTube. Ich weiß noch nicht, wann ich die hochladen werde oder so, aber ich möchte gerne ein bisschen mehr Alltag spielen. Oh. Ich weiß nicht, was was es jetzt gemacht hat. Aber bisher sieht das richtig episch aus, außer dass es mega slow ist. Aua. Ich finde es sehr interessant, dass meine Spinne jetzt in dem Fall hier nicht wirklich angreift. Los. Sehr schön. Monstrous Tooth. Ja. Und hier haben wir Blue Happy Tears Up Shopstone. Oh. Das heißt, jetzt schießen wir noch langsamer. Aber egal. Moment, unsere Items sehen wir einmal kurz hier. Spinnenmönch und was anderes. Fliegenpilz. Hier sehen wir unsere Stats. Sehr interessant. Dann machen wir direkt mal weiter. Und ab geht's in Ebene 3. Und wir träumen schlecht, dass die Leute uns mit Scheiße anscheißen. Glaube ich jedenfalls. Sieht ein bisschen seltsam aus. Cakes One. Und man merkt richtig, wie es jetzt düsterer wird. Oh, die öffnet Knochen. Sehr interessant. Bisher ist ja noch wirklich leicht auszuweichen. Okay. Und dann schießen wir mal 2 aus. Damit es hier komplett dunkel wird. Was ich immer noch stattfindet, ist, dass es einfach hier kein, was wollte ich gerade sagen? Dass immer noch das... Alter Falter. Jetzt sehe ich mit dieser kleinen Kugel reinfliegen und dann ist doch mal eine Explosion gewesen. Okay, jetzt hat doch wieder reinlauf. Also ich muss sagen, es ist sehr schön gemacht hier. Die Explosionen sehen richtig genial aus. Okay, da kommen wir wohl vorerst nicht hin. Sind das Regenwürmer? Hier, in der Wand. Und das ist ein Zeichen, dass hier Treasure, das hier durch mich sprengen könnte. Ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne wissen.
weil einfach diese Atmosphäre, ein rotes Feuer, nichts passiert. Goldene Kackhaufen, weiß komme ich da nicht dran. Ich zerschieße die einfach, denn wenn ich nämlich den Raum verlasse, bleiben die Münzen hier liegen. Während die Kackhaufen ändern sich wieder. Habe ich jedenfalls gehört. Es würde mich wundern, wenn es so nicht so wäre. Denn, oh. Ich bin immer noch, ja, komm, stopp. Beim ersten Mal. Fass meine Tränen. Mann. Los, komm. Oh ja. Ah. Ja, komm. Heißt das, die Spinne, dem wir das gegeben. Okay. Jetzt stelle ich mir gerade nur eine Frage. Und zwar kann ich die Pilze zerschießen. Nein, kann ich nicht. Ich denke, es gibt sicherlich interessantere erste Runs. Oh. Ich frage mich langsam, ob sich das immer nur von mir aktiviert oder ob das auch von den Gegnern kommt. Ah, hier ist ein Fighting Room. Ich glaube, wie das heißt. Okay, nice. Und jetzt ist noch ein Coin geöffnet. Wir gehen als erstes mal hier schon wieder in den Goldraum. Oh, ist das Kapi? Set. Ich nehm's einfach mal mit. Ne, Cricket Set. Damage up, nice. Und auch der Sound ist immer wieder richtig genial. Was mich immer noch ärgert, ist, dass ich gewonnen habe. Ich habe so viele Ideen. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt hier wieder diese... Okay, kann ich jetzt nicht mehr rein? Doch. Die Tür schließt sich. Oh mein Gott, das ist geil. Oh, Haufen. Das sind diese Viecher, okay. Aber jetzt sind auch noch immer slow. Alter. Erst die weiße erlegen und dann die rote. Normalerweise... Oh, was? Warum ist es schon wieder pausiert? Also diesmal wollte ich pausieren. Ah. Hier ist schon direkt der Bossraum, aber... einen Raum können wir noch betreten, der ist direkt unter dem Treasure Room, also hier. Was ist denn mit Treasure Room? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vor allen Dingen wird es da wahrscheinlich noch mindestens einmal weitergehen, weil wir den Shop noch nicht gefunden haben. Ja, genau. Da geht's noch weiter. Also von der Spielmechanik hat sich ja jetzt hier nicht so viel geändert. Ich habe gehört, das soll leichter mit dem Gamepad jetzt spielbar sein. Das ging ja so gar nicht in dem alten Teil. Das will ich auch mal ausprobieren. Okay, das ist jetzt nur ein Shop. Ich habe noch 3 Münzen, das lohnt sich nicht wirklich. Vielleicht auf der nächsten Ebene. Obwohl wir sind jetzt voll Health. Das heißt, ich werde jetzt einmal hier in den Fighting Room gehen. Ich kann das so kurz aktivieren, dann wird das immer angezeigt. Finde ich auch richtig genial. Mann, ich liebe dieses neue Spiel. Ich finde es einfach nur genial. Öffnen wir jetzt einfach mal. Ein blaues Herz. Davon müssen wir jetzt welche von diesen Maden umlegen. Und wahrscheinlich gleich noch was anderes. Aber das sollte ja kein zu großes Hindernis sein. Und dann wird hier halt sonst der erste Part kürzer. Okay, die Viecher sind doch noch ein bisschen ätzend. Warum kann ich das doch irgendwie verschießen? Nein, verdammt. Scheiße, dieses Frischfleisch. Was kommt? Ist das schon? Ah, und jetzt noch den letzten. Und dann kommt noch die letzte Welt. Oh, die Dinger sind doch noch immer ätzend gewesen. Aber da hier alles so langsam ist, kann ich den Schüssen wenigstens ein bisschen ausweichen. Weil in dem normalen Drive of Lamp ist es ja immer doch, wenn die so schnell schießen, ein bisschen schwierig. Upsa. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Schaut unbedingt mal bei Ricky Live in den Stream vorbei, weil der streamt das gerade auch. Und sehr, sehr interessant. Mega Maul. Vielleicht ist das ein Boss, der jetzt neu dazugekommen ist. Okay, ich schieße mit Flammen, sehr interessant. Und mit seinen Bluttränen. Das hat ja kein Damage gemacht. Was macht es denn dann? Oh. Puh, warum auch immer. Okay. Okay, also das macht Schaden. Schade, ich hätte uns, glaube ich, bestens Damage durch das Level spaziert. Was gibt uns das denn? Regeneration und HP ab. Was? Regeneration? Ja, Hammer. Doppel-M-E-H, Hammer, ja. Das ist sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme, weil ich jetzt, wie gesagt, eben weg war und jetzt nicht mehr die Aufnahmezeit so passend ist. Mensch, Schanzkinder, Cats 2. Wir sind voll gezaubert. Ah, yeah. Ich habe dich vermisst, ein wenig. Ja. Aber jetzt wieder selber Damage gedrückt, wie in dem ersten Teil. Ich würde das wahrscheinlich relativ häufig noch am Anfang mit dem ersten Teil vergleichen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen unhöflich ist, aber der erste Teil ist halt der erste Teil und womit sollte man sonst vergleichen? Ich kenne, aber ich persönlich habe bisher noch nicht sehr viele Spiele gespielt, die Binding of Isaac ähneln. Alter. Habe ich jetzt aufs Maul bekommen. Das fliegende Arschloch los. Und Schlüssel. Zack. Das heißt, wir können der Goldraum öffnen und den Shop, wenn wir noch ein paar Münzen finden würden. Aber man blöderweise konnten wir eben nicht in den, die ganzen Münzen mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Da haben wir die ganzen Münzen nicht mehr bekommen. Ich dachte, die sind. Nee. Und, ist das so eine riesige Was ist das denn? What? Das sind so kleine Erdflammen oder womit kann ich das vergleichen? Kleine Kackhäutchen. Das sah seltsam aus. Los, komm, stopp. Was haben wir denn hier? Nochmal so einer. Mensch, immer schaffe ich es noch im letzten Moment, in den Damage reinzufinden. Sehr interessant, okay. Machen wir mal hier die 3 Kackhäutchen kaputt. Dann die Fliege. Die Fliege war ja One-Hit. Heftig. Und hier noch. Das wäre auch der letzte. Dann mal hier rein in die nächste große Ebene. Oh. Versuchen wir den möglichst schnell auszuschalten. Dann den hier.
Boah, fuck. Okay, den soll ich jetzt schaffen. Das ist erst rein, nice. Nice. So, okay. Oh nice, das war's schon. Ja, okay, wenn die alle immer in meine Richtung laufen, geht das auch relativ schnell. Okay. Den mach ich grad nicht sehr viel Damage. Lass mich fragen, geht das? Nein. Nicht wirklich. Was muss ich machen, um den Damage zu verpassen? Also ich sehe gerade, dass da, wo der lang gegangen ist, was liegen hat. Was ist das? Keine Ahnung. Was ist los bei dir? Warum kriegst du kein Damage? Ich werde jetzt einfach gleich mal eine Bombe setzen, weil ich das Gefühl habe, dass der sonst nicht alles Damage kriegt. Was ist los bei dem? Also hier blinkt die ganze Zeit was, deswegen versuche ich gleich mal hier stehen. Ich kann auch das Feuer nicht löschen. An der Stelle. Mann. Okay, Bombe. Los, do your thing. Ey, dein fucking Ernst. Oh fuck, Zentralbombe. Leute, spät. Jetzt ist es wirkt irgendwie voll geleckend. Richtig seltsam. Richtig seltsam. Wir haben einfach mal 3 fucking Herzen hier verloren. Das war gar nicht gut. Oh, hier werden noch Münzen dazu bekommen. Den haben wir jetzt dabei. Punching Bag. Ist doch Holz, das ist egal. Dann gehen wir noch eine Etage weiter hoch. Hier wäre der Shop, okay. Okay. Hier, in der Ecke, ist irgendwas. Ich setz mal, weil wir ja jetzt einiges an Bomben haben. Also, kaum mehr. Hier was hin. Wir hoffen, dass das explodiert. Okay, ist interessant. Ich würde rasend gerne wissen, was das da in der Ecke ist. Wir lassen es aber mal. Wir haben jetzt 6 Herzen. 6 Leute, meine ich. Ich gucke mal, ob ich hier was finde. Hier ist jetzt zwar kein, nicht so wirklich, ich werde hier nicht reichweg, ich werde hier mal ein bisschen spielen. Mensch. Ach, das ist Donation nur, verdammt. Ach komm, ich mal probier's. Nice, okay. Hat sich doch gelohnt. Ja, das war behindert, man sollte lesen, was da drauf steht. Ist ja nicht so, dass wir es heute gebraucht hätten, oder die Bombe. Aber ja, man nimmt es und man gibt es wieder her, wenn es gebraucht wird. Deswegen gehen wir einfach mal jetzt hier von dem nächsten Raum. Ich merke, dass diese Ebene richtig groß ist. Das ist sehr, sehr groß. Oh, verdammt. Ah, ich versuche meinen Freund da umzubringen. Und nicht mich. Ja, nice, ich muss warten, bis die hier so rüberkommen. Los, sterbt! Ihr tötet mich nicht mit euren Bluttränen. Und Münzer. Das war der Queen. Okay. Sehr interessant. Ah, ich finde das nicht geil, wie der einfach die von uns abfängt. Okay, was haben wir hier? Justice. May your future become balanced. Okay. Und hier haben wir... Ist das... Larry Jr.? Sieht ja danach aus. Wollt ihr noch? Weil die setzen auch immer hier ihre Kacke auf in dem Alter. Los, sterbt. Ihr seid uns nicht. Okay, nice, dann haben wir noch den letzten. Stimmt doch. Ah, nice, dann habe ich zum ersten Mal meine HP-Regeneration wirklich gesehen. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Hat sich das überhaupt schon einmal eingesetzt? Ich muss mir gleich mal die Aufnahme angucken. Und ich finde, ich habe Angst, dass die Aufnahme mich übertönt. Kann ich mal das Spiel? Sehe ich ganz okay, ne? Ah ja, die habe ich schon fast vermisst. 2, 1, 2, 3, 2, 4. Und... Oh, ja okay. Natürlich lieben gerne mit. Aber bevor ich jetzt hier in den Bossraum gehe, möchte ich gerne die ganze Ebene abgeklappert haben. Das heißt, ich laufe jetzt nochmal einen riesigen Weg. Und ich werde jetzt hier gleich rechts mal was wegspringen. In der Hoffnung, dass hier ein Geheimraum ist. Mensch. Ich frage mich gerade, ob es sowas wirklich gibt. Ah, hier sehen wir 40 Stunden, nehmen wir erst auf. What? Das ist ja fast gar nichts. Hier müssen wir voll live sein, kannst du nicht. Ah, hier gibt's Water. Oh, das ist was, das ist aktiviert. Ich weiß nicht genau, was es macht. Also rein theoretisch könnten wir nochmal eine Bombe aktivieren. Wenn wir wüssten. Hier müssen wir rein, genau. Ah. Jetzt haben wir, was sind das denn für Viecher? Das sind solche Dinger, die man an der Wand rumkrabbeln, okay. Die schießen immer solche Dreierstrahlen. Oh. Und natürlich habe ich erstmal schön die Feuerstelle. Okay, das hat uns Fischer weitergebracht. Ja, was war das denn für ein Raum? Achso, stimmt, hier haben wir gegen einen Boss gekämpft. Aber so ein Second Boss. Oh Mensch, ich muss mich selber orientieren, damit ich mich jetzt nicht ganz verlaufe. Zum Glück ist der Gegner. Ich bin auch gespannt, was ich jetzt als Boss kriege. Ich bin gespannt. Wir laufen langsam, aber bedrohlich auf ihn zu. Ich würde richtig gerne wissen, ob es hier auch diese versteckten Räume gibt. Oh, Gotti. Den ist gar kein Bock. Ich bin gespannt, wie der jetzt hier aussieht. Okay, doch noch relativ ähnlich dem, alten. Oh. Guck mal, ein Viechern. Oh, das ist geil. Vor allem fokussieren die gerade meinen, Bodyguard, sag ich jetzt mal. Das heißt, ich kann ungestört Gotti angreifen. Wir sollten aufpassen, dass er mich nicht mit seinen einzelnen Shots trifft. So wie gerade, zum zweiten fucking Mal. Ich weiß nicht, was hier los ist und warum die mich plötzlich wieder angreifen. Aber das soll uns nichts ausmachen. Hier haben wir einfach den... Weiter drauf, stirb doch einfach. So, egal was kommt jetzt, nur noch auf den.
Und die Fliege töten. 8 dran. Schön Chubby. Lil Chubby. Sehr, sehr schön. Zack, zack. Und Mushroom. Magic Mushroom. All stats up. Nice. Unlock Magdalene. Nice. A Tank. Cursed. Ja, Lock Challenge. 10. Cursed. Nice. Ey, das ist der Hammer, dass ich so weit beim ersten Mal komme in neuen Isaac. Okay, ich muss sagen, im Vergleich zum anderen Isaac ist das jetzt so gar nicht schwer. Ich glaube, das gab's beim Isaac nicht. Aber, für mich persönlich ist es doch noch was gut Cooles. Diese Musik macht mir schon wieder richtig fett Angst. So, okay. Das waren die Dinger, die sich immer an der einen Wand bewegten. Und immer straight ihren Linien folgten. Jetzt sammeln wir nicht ein. Okay. Ihr könnt gerne sterben. Ah, und der verpisst sich damit. Was haben wir hier schon dran? Bombe und 2 Münzen. Ist doch super. Ich werde wahrscheinlich alle meine Bomben hier nur so verschwenden, um Sachen aufzuschließen, denn irgendwie, oder versuchen, etwas aufzusprengen, weil ich noch vom alten Isaac gewohnt habe, dass es geht, und ich finde es wirklich sehr schade, wenn das jetzt hier nicht gehen würde. Aber so wie es aussieht, haben die einfach nur einen neuen, wie heißt das? Neuen Algorithmus genommen. Ach, einmal kurz das Feuer ausschalten. Oh, und Nase kratzen. Aber ich finde nicht geil, diese neuen dicken Dinger, die furzen. Und den muss ich einfach mal dreimal töten, okay. Hä? Oh fuck, hab ich gar nicht gesehen. Los komm, Stöpf nochmal Unterteil. Und Stöpf Rumpf. Und Bein. Da ist eine Münze gedroppt, habe ich nur gehört, da sehe ich sie. Und so, zack. Habe ich jetzt die eingesammelt? Nein. Ja doch. Und ich habe Regeneration gehabt. Oh, what? Ach, das sind die. Oh, nein. Ah, schön. Erstmal Beine von den Köpfen getrennt. Zack, 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 zack. Mann. Ich werde jetzt unbedingt mal richtig fragen, ob das bei dem auch so slowly läuft. Oder ob das einfach nur daran liegt, dass... Ist das einer von diesen Blutspenderollen? Ich weiß nicht genau. Weil eigentlich halt schon den nicht sehr viel. Aber, wenn ich hier direkt Regeneration hätte, wäre es schon. Das ist eigentlich egal, ob ich es mache oder nicht. Ah, die geistern nur so lange rum, bis ich den down habe. Ey, ich finde das richtig cool. Oh, und ein Trinket, aber das komme ich nicht dran. Oh, nice. Ich werde 2 Bomben dafür brauchen. Ich habe 2 Bomben. Lohnt sich. Ich würde es machen. Ich will es auf jeden Fall gucken. Sehr schön. Wir haben einmal hier ein halbes Herz, dann sind wir wieder voll. The Moon. Und, was ist hier drin? Eine Pille. Schlucken wir die mal. 40 Hour Energy, okay. Ja, aber die kann ich nicht mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie mitnehmen soll. Ich schieb die mal hier ein bisschen weg. Also, ich hätte es aus Versehen. Ich würde richtig gerne wissen, wie ich die einzusammeln habe. Und was hier? Was war das Trinket? Und was ist hier drin? Oh, diese Viecher. Oh, jetzt sehe ich auch noch diese eklige Giftschaden-Blutspuren hinter sich. Sehr widerlich. Ich finde die widerlich. Richtig lustiger. Hier können wir auch mal reingehen. Goldchest. Nein, ich habe weiße Schlüssel. Oh, verdammt. Hat sich... Okay, alle Damage. Ja, nice. Okay. Also rein könnte man sagen, ich hab's jetzt für eine Münze getan. Was ist das? Was ist das? Oh, die Vision. Okay, komm, zack, auf den Hinterkopf. Mann. Auf den Hinterkopf. Auf den Hinterkopf, auf den Hinterkopf, auf den Hinterkopf. Auf den Hinterkopf und auf den Hinterkopf. Zack. Mhm. Oh, und dann haben wir sogar noch eine Bombe zu bekommen. Dann hat es sich wirklich gelohnt. Und ich glaube, ich weiß schon, was ich mit der Bombe machen werde. Nicht die hier sprengen, sondern... Ach, das Scheiße. Ich sag, hier wären noch Steine drum. Dass ich da hinspringen kann. Aber das sind... Ja, das sind Risse im Boden. Mensch, das ist ärgerlich. Hier haben wir wieder diese seltsamen Arschkurse. Ja. Alter. Und davon ist noch nicht so wenig. Wir holen uns einmal hier an dem, der steht schon weit außen von den anderen. Okay. Okay, nice. Dann habe ich schon mal den ersten weg. Hier, Samuran sind 2, okay. Und der Goldraum ist direkt hier nebenan. Oh, verdammt. Nice, dann haben wir noch den nächsten down. Das heißt, es gibt noch 2. Nee, noch einer. So, was haben wir hier Schönes drin? Was ist das? Unicorn Stump. Retrieve Stump. Ah, okay. Das ist dieses Teil, was wir uns aufsetzen können und dann, kriegen wir kein Damage oder so. Nee, das gab's eigentlich auch im alten Spiel. Das heißt... Können wir gerne usen. Obwohl, jetzt frage ich mich gerade einfach, ich bin mir sicher, dass ich schon länger als, 20 Minuten dran bin. So hätte ich die sogar. Ah, das ist ein Power-Moment? Oh nein. Ja genau, wir können gucken, ob das vielleicht auch nur ein Bug vom Spiel aus ist, und zwar... Ja, guck mal, wie lange eine Sekunde geht. Da krieg ich 2 rein. 1, Moment, irgendwann 2, 1, 2, 3, ja, ich hab irgendein Problem mit dem Spiel, Sekunden 10. Wenn jemand von euch einen Tipp hat. Zur Hölle. Diese Schwämme. Das sind so ein bisschen wie die Maden, nur dass die im Vergleich zu den Maden aus diesem Spiel langsam sind, schnell sind. Im alten hat man ja auch die einen Maden richtig schnell. Ich habe einfach so meine eigenen Begriffe, fällt mir gerade so richtig auf. Wahrscheinlich kennen alle die anderen Viecher unter anderen Namen und so weiter. Oh, fuck. Und alle tot? Ja, ist rein. Okay, ich guck mal hier im Shop rein. Oh, was haben wir hier drin? Oh. Okay, ich probier jetzt was, weil mir nur eine Münze fehlt. Nice. Dann holen wir uns doch mal hier das Fliegenteil.
Hive Mind, Giant Spiders and Light. Okay. Ist okay. Erstmal das Vieh töten. Oh fuck. Das hat sich geändert, okay. Sehr interessant. Okay, die schießen jetzt mittlerweile schneller. Das wird jetzt zu einer Spinne. Zu einer Fliege. Und ich finde geil, wie unser Freund der hier alle weglockt. Das muss ja mal gesagt sein. Der hilft uns ja richtig gut weiter. Herz können wir mitnehmen. Das ist uns sogar sehr hilfreich. Hier vorne ist schon der Bossraum. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal noch... Achso. Hier waren wir doch eben, oder? Hier sind die Münzen. Was war jetzt da drunter? Aber ich bin so vergesslich irgendwie. Ah ja, genau, das war der Shop. Hier die 2 Münzen. Bräuchte ich eigentlich nicht. Naja, also, ich könnte sie haben, aber dafür eine Bombe zu setzen. Hier war noch ein Herz, was ich mir holen konnte. Weil ich ja so gar nicht voll live bin. Also, okay. Hier würde ich gerne rübergehen, aber... Geht der nicht? Nee, also sonst gibt's ja auch nicht viel. Deswegen gehe ich einfach jetzt zum Bossraum. Eine Sache probiere ich noch, damit ich es weiterhin probiert habe, ob hier ein Dingsraum ist. Nee, schon wieder nicht. Und dieses Energy-Teil funktioniert auch nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, was ich dabei einsammeln muss. Außerdem weiß ich auch gar nicht, was der Moon bringt. Ich könnte nachgucken, aber bis ich so weit bin, nein, dauert. Monstro 2. Machen wir mit einem ran. Zweimal Monstro. Einmal 1 und einmal 2. Nee, warte. Hatten wir mal? Ja, doch, wir hatten Monstro. Okay, ist er fast gleich. Oh. Da bin ich richtig reingelaufen. Ah, der folgt nicht mir, sondern dem Dings. Sondern meiner Holzhüsen-Freund da. Oh, verdammt. Und verdammt. Aber wir haben ja noch weißes Leben. Ich sehe richtig gar nicht seinen Schatten manchmal. Das ist richtig klein. Und Monster 2 zerstört seine eigene Beschwörungen. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und wie viel damit spricht er? Okay, ein bisschen. Sehr gut. Okay, das schießt einfach immer in die Richtung. Sehr geil. Okay, doch nicht. Dann nehmen wir hier ein ganzes Herz mit. Bam. Matchbook. Evil Up. Nice. So viele schöne Bomben. Und wir haben sogar... Ach, das ist ein versteinertes Herz. Okay. Mann, ich möchte am liebsten noch ein paar Räume gucken, ob da vielleicht das klappt mit den Sprengsachen, aber bisher hat es nicht bei einem geklappt. Und das motiviert mich gar nicht zum Weiterspringen. Wir sind jetzt auf Maus-Ebene, kann das sein? Okay, unsere fetten Brüder, die aufspringen. Nach ihrem großen Vorbild. Oh fuck, stimmt. So, wann geht das weg? Ich möchte gerne die Bombe holen. So, okay. Das ist wie ein Seelenherz, was ich da bekommen habe. Okay, da wollte uns überrennen. Da haben wir ihn aber behindert. Oh, das sind schon wieder diese seltsamen Fliegenviecher. Aber die Dinger sind nicht wirklich gefährlich. Oh, okay. Hä? Okay. Also Mama hat uns gerade einen Hit verpasst, definitiv. Alter, was ist los mit den Dingern? Plötzlich können die voll stillen. Voll schießen. Okay. Sehr seltsam, aber wir gehen einfach wieder in den Raum rein. Und da, wo ich sprengen wollte, merke ich gerade, gibt es nicht groß zum Sprengen, weil genau da möglich ist halt... Okay. Ich muss jetzt einmal hier dieses Viech umlegen. Da kam eine Hand. Sehr gut. Da kann man einfach eben beide Hände auf einmal. Okay, und das... Nein! Ich bin so behindert. Das darf man auch erst am Ende einer Ebene aufsammeln. Weil, ja... Das wird dann halt in der nächsten Lauf wird das zu einem Dings werden. Auf der anderen Seite, wo es mir gerade so auffällt, es ist halt so, dass... Es ist halt so, dass ich einfach nur darauf achten muss, dass ich keinen Damage bekomme. Jetzt die Frage, schießen gleich die Flammen nach mir? Ich habe ein bisschen Angst, ja, doch, sie schießen. Ich bin zum Beschuss und Feuer. Okay, ich kann die Dinger anscheinend nicht zerstören. Ach, hier kann ich doch mehr. Ich muss einfach nur aufpassen und Respekt weiterhin haben. Okay. Ach, die fokussen das Teil. Na dann. Einfach mal die Dinger zerstören. Während die Spinne das eine Monster zerstört. Okay, geil. Was ist das? Ich finde so kleine Sachen, die das Spiel einfach hier so verschwinden. Die Arme jetzt auf dem Boden. Ich probier's nochmal. Nee, da ist nichts. Schade. Mann, ich möchte gerne den Beweis haben, dass es irgendwo solche Treasure Rooms gibt. Okay, hier ist Boss. Und glaubt, meine Erfahrung müsste das jetzt mal sein, oder? Ich werde wahrscheinlich gleich korrigiert werden vom Spiel selber, aber bis dahin will ich einfach hier noch die letzten zwei, nee, den letzten, wahrscheinlich letzten Raum spielen. Oder nicht? Okay, das ist ätzend. Okay, die fliegen nicht sehr schnell. Okay. Ich bin auch behindert. Okay. Komm. Ich will das Teil. Jetzt fliegt auch noch bitte die Dinger drüber. Es gibt so ein paar Dinger, die sind einfach genial. Und ein paar Dinger, die sind einfach richtig stupid. Wie das eine, das einfach, dass so gegen die Wand rumgelaufen ist. Mann, ich merke, dass mein Speicherplatz wahrscheinlich auch gleich mega voll sein wird. Zack.
wenn ihr eine Idee habt, warum, wenn ihr so langsam sein könnt, vielleicht wegen Einstellungen oder so, dann scheut euch nicht, mir das in den Kommentaren zu sagen. Weil ich merke, dass es sehr creepy ist, das einfach so richtig langsam zu haben. Ich möchte gerne auf dem vollen Spielniveau spielen. Und nicht durch solche Sachen geschont werden. Aber wenn das jetzt normal so langsam ist, dann kann ich es nicht verstehen. Für die Leute, die das besser machen als ich, ist das dann ja einfach nur... Ist das dann einfach viel zu einfach, oder nicht? Oh Mensch. Ich bin ja Damage durch diese Pfütze zu bekommen. Mensch. Ich möchte ihn nicht hinten auf diese eklig grüne Pfütze treten. Ah, Mann. Boah. Dann macht er so einfach nur Umdrehung, 180 Grad. Da bin ich ihm immer drauf getreten. Ja toll. Kann ich mal aktivieren, aber... Ich verstehe nicht, was die mir bringen. Ich kenn... Ah. Ah! Okay. Okay. Gut to know. Jetzt weiß ich, was die mir bringen. Oh, verdammt. Ich muss versteckt auf die Schatten achten. Ist okay. Wegen dem Herz werde ich jetzt hier meinen Schlüssel für investieren. Um dann zu sehen, dass es nur eine Trollbombe ist. Mann, ich hab gehofft. Mist. Oh Mensch, mir fällt gerade auf, das war mein letzter Schlüssel. Und... Alter. Das ist wirklich so keine Kacke kaufen. Das Blöde ist nur, ich möchte hier mir eigentlich selber kein Damage einfangen. Und hier komme ich jetzt nicht weiter. Wie viel Damage bekomme ich denn, wenn ich hier drauf klatsche? Oh, das klappt. It's working. So, bekomme ich jetzt schon den Pack kaufen. Oh, Mann. Aber er bekommt kein Damage, wenn er drüber latscht. Das ist doch behindert. Ach, da lebt sogar noch. Da lebt noch was. Das hab ich mir noch verdient. So, zack, drüber. Das haben wir nicht behoben. Ah, der Bett gleich. Ich teste einfach nur, ob das hier klappt. Nein, schade. Ich habe eh kein Geld für den Shop, vielleicht kann der Händler mir was Schönes bescheren. Ja. Ah, Kackböhnchen. Zwar, soweit ich weiß, Baseball-Item über Black Bean. Tut on touch. Aber wenn die mich anfassen, beziehungsweise wenn die mir Damage machen, dann, furze ich und die kriegen Schaden. Das ist geil. Ich finde das auch schön, dass wir jetzt hier so ein bisschen geklettert haben. Ah, und in dem Moment hasse ich mich dafür, dass ich gerade keine Schlüssel habe. Oh, fuck, Hollow. Jetzt sicher, dass wir hier trotzdem noch einen Pack aufnehmen. Was soll das? Ja, einfach mit... Oh, Zündherz. Soll ich mal sein zu? Aber warum kommt das einfach so? Das ist sicherlich eins meiner treuen Diener, von ich denen irgendwie mega viel in Run hab. Geschenkt. Der ist jetzt sogar da, aber wird lieb. Du lässt mich die ganze Zeit hier mitlaufen. Dir schenke ich einfach mal was Schönes. Was? Meine Spinnen haben den Rest allein gelöst. Oh. Ah Mann, mich ärgert jetzt, dass ich hier schon wieder keinen Schlüssel hab. Was haben wir hier? Ah, Shop. Auch kein Schlüssel. Da fahren wir Bomben. Und die uns hier irgendwie nichts bringen. Nice. Wir sind voll live. Oh, verdammt. Ja, wie gesagt, wir furzen dann. Mensch. Ja, toll. Mann, warum bin ich so rasch langsam und die Dinger so schnell? Ich verstehe es einfach nicht. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Vor allem muss ich tatsächlich da vorbei, wenn ich zugeflogen will, oder? Oder wo ist der? Mann, ich glaube gerade ziemlich auf den Fuß, sehe ich gerade. Ich gucke einfach mal, könnte hier zufällig sein. Ja, okay. Es gibt sie! Und ich bekomme ein halbes weißes Herz. Mit anderen Worten, ich hätte eben sogar ein ganzes zusammenes Herz bekommen können. Und was mich jetzt sogar noch mehr ärgert. Die Frage, bleibt das offen? Ja, es bleibt offen, das ist geil. Weil im letzten Teil war es ja so, dass wir immer wieder zugegangen sind. Mom, I'm here to kill you. Nein. Und, klappt das hier noch? Hier hat's mal geklappt, dass du einfach hier stehen konntest, ohne irgendwie Damage zu kassieren. Ja. Auf jeden Fall ist hier die Mutterstimme nicht so grässlich. Sehr schön. Los. Ah, die fokussen eigentlich den Bobby. Warte nicht. Lass mich in Ruhe. Okay, ich werde noch ein bisschen hier rumlaufen. Mensch. Ich muss leider gestehen, dass mein erster Mom-Fight überhaupt auch im alten Teil nicht, denn ich bin irgendwie immer früher abgekratzt. Ich habe nie geile Items bekommen in meinen Runs. Und irgendwie, ich muss sagen, ich habe auch den ersten Teil nicht so lange gespielt. Ah. Weißt du, was ich auch geil finden würde? Wenn die Mom auch die Namen der anderen holen würden, gegen die kämpfen. Zum Beispiel Magi oder wie die auch mal heißt. Oh, verdammt. Gut, ich hab die angefurzt. Oh, ich hab hier selber ins Auge, das ist geil. Nice! His mother, fueled with the desire to serve her God, was bent down on Isaac. Jetzt ist das ganz mächtig. My lord, I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Nice! Ja, wir haben es geschafft. Richtig geil. Nice, direkt erster Run mit Mann gepackt. Und viel zu laut Musik. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lang. Sonst überspringe ich das, weil es viel zu laut ist. Ich werde das irgendwie mega runterpickeln müssen im Video. Ja, Lock.
Age 20 Purus. Unlocked Harbingers. Cube of Meat. Nice. Wenn ihr wissen wollt, wie ein anderer Run von mir aussieht, dann schaltet auch das mal wieder ein, denn es heißt Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann. Ciao.